Wolf hat jetzt schon ein paar hilfreiche Tipps und Tricks erklärt zum Thema Rodelpflege und Rodellagerung. Und wenn wir jetzt zur Rodeltour selber kommen, dann gilt es natürlich auch ein paar Sachen zu beachten. Wenn wir raufgehen mit der Rodel, da heißt es natürlich dann aufpassen, da gilt es zu beachten, dass man möglichst hintereinander geht, dass man in die Kurven hintereinander und auf der Kurvenaußenseite geht, dass man sich eben da nicht mit den Leuten, die schon oben rodeln, in die Quere kommt und dass da keine brenzligen Situationen dabei rauskommen. Außerdem sollte man beim Bergaufgehen achten, dass die Rodel beim Nachziehen immer schön hinter einem ist, also sprich beim Hintereinandergehen die Rodel dann nicht mitten in der Bahn nachgezogen wird, sondern auch schön auf der Seite. Ja, und wenn man sich dann gestärkt hat, wenn man fein geausen hat, wenn man was getrunken hat, dann geht es wirklich zum Rodeln. Und da geht es als erstes darum, das richtige Draufsitzen auf die Rodel. Eigentlich gibt es da aber gar nicht ganz so viel zum Sagen. Wichtig ist, dass man sich schön mittig, zentral auf die Sitzfläche hinsitzt und die Füße links und rechts gescheit neben die Kufen hinhebt. Ja, und während der Fahrt, da geht es natürlich dann ums Lenken. Und da muss man mal grundsätzlich wissen, dass die Rodel in sich verwindbar ist, also beweglich ist. Und dann gilt der Grundsatz, wenn man an der linken Seite am Lenkriemen zieht und gleichzeitig mit dem rechten Fuß an die Kufe drückt, dann fährt die Rodel nach links. Natürlich muss man da zum Lenken natürlich immer vor der Kufe die Geschwindigkeit an den Radius der Kufe, sprich wie scharf geht es da wirklich um die Ecken, anpassen. Das heißt, man muss bremsen, man muss die Kufe anbremsen. Je schärfer die Kufe, desto mehr muss man natürlich bremsen. Wenn es dann wirklich einmal schnell gehen muss zum Stehenbleiben, dann gibt es die sogenannte Notbremsung. Die funktioniert folgendermaßen: Man reißt vorne an den Kufen die Rodel nach oben und drückt mit dem eigenen Körpergewicht hinten die Rodel nach unten in den Schnee. Da bleibt man möglichst schnell dann stehen.